Gespensterbabe. Vor mehr als 100 Jahren haben auf einer Alp in der Schweiz 3 Söhne gelebt. Die haben im Sommer das Vieh hüten und Käse machen. Es sind alles wüste, grobe Kerle gsi. Sie haben geflucht, gestritten und gerauft, schon am frühen Morgen Schnaps aus dem Kaffeebäckeli getrunken und nur das Allernötigste geschafft. Darum war in der Hütte alles verdreckt und verschlampelt gsi. Dafür haben sie den ganzen Tag Dummheiten gemacht, einer immer ärger als der andere. Am schlimmsten hat's der älteste getrieben, der Churi. Dabei war er der Meistersinn und hätte den anderen ein gutes Beispiel geben. Aber vom Morgen bis zum Abend ist kein anständiges Wort aus seinem Maul rausgekommen. Er hat es überhaupt nur aufgemacht zum Essen, Trinken und Fluchen. Einmal hat er am frühen Morgen schon so einen Rausch gehabt, dass er kaum mehr laufen konnte. Da ist er über einen Haufen ungewaschenes Geschirr gestolpert, wo auf dem Boden umeinander gestanden ist, und auf die Nase geflogen. Wütig hat er sich aufgerappelt, auf die Scherben gestiert und gelallt. Ein schönes Saustall ist das da. Das kommt davon, dass man kein Weibervolk im Haus hat. Au, jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Passet mal auf, was ich jetzt mache. Er hat einen grossen Holzklotz aus einem Ecke geholt und mit einem Messer einen Kopf daraus geschnitzt. Eine dicke Nase, ein grosses Maul und 2 Löcher als Augen. Dort hat er dann 2 Kohlenbröckchen reingesteckt. Als Zähne hat die Babe ein paar rostige Nägel bekommen. Dann hat er ihr ein paar alte Hosen und einen Schuppen angelegt und alles mit Heu ausgestopft. Die beiden anderen Söhne haben sich vor Lachen Bauch gegeben und gerufen: «Hoho, wir wollen auch mithelfen! Wir wollen auch mithelfen!» Sie haben noch eine Kiste gefunden mit einer verhudelten Tracht, wo früher ein Senner in Töpfen gegessen hat. Die haben sie den Baben auch noch angelegt. Was zu weit war, haben sie zusammengeschnurpft oder ausgestopft. Zuallerletzt haben sie den Baben ein paar Holzschuhe angelegt, das waren die Füsse. Und als Hände 2 Fausthändchen. Auf den Kopf haben sie einen alten Lampenschirm mit Fransen gestülpt. Dann haben sie an den Tisch angehockt und mit ihr geschwätzt, wie wenn sie lebendig wäre.